zukommen, damit sie dann bei TNT die Abholung auslösen können. Er hat mich angeschissen, wie jetzt auch. Wirklich. Es war nicht cool, er hat nicht gut funktioniert und ihre Lösungen sind einfach alle so ziemlich für den Arsch gewesen. Und ich hatte gerne das Gefühl gehabt, dass die noch überhaupt nicht vorbereitet sind, mit HTC Vive irgendwie zu dealen. Weil auf dem Formular auf ihrer Webseite hat man das HTC Vive gar nicht auswählen als Produkt, nur ihre tollen Handys. Also gut, am Schluss hat sie dann sich mit weiteren Experten beraten und dann sind sie auf die Idee gekommen, dass ich so eine Remote-Desktop-Software bei mir auf dem Laptop installieren kann, dass sie dann von Ferne Kontrolle über meinen Laptop übernehmen kann und dann mit einem Printscreen das Dokument fotografieren kann, das ich unterschrieben habe und wieder eingescannt habe. Oh mein Gott, hey. Also, viel komplizierter wäre höchstens noch gewesen, wenn ich singe, hätte ich Steine einmeißeln und ihnen dann zuschicken oder irgendjemand hätte einen Fax raussuchen und so durchschicken. Also, hey, äußerst mühsam. Aber eben, elektronisches System, vielleicht haben sie gerade interne Updates gehabt oder was auch immer. Ich habe schon ein bisschen Verständnis. Also, es war Mittwoch, hatten wir den 8. Juni und am Oben haben wir es dann geschafft, das ist jetzt gut. Wir schicken bei dir TNT vorbei, die können das nachher holen, die schicken das nachher oder fahren das nachher auf Holland, dort wird es repariert oder ersetzt und dann kommt es wieder zurück. Das kann zwischen 5 und 10 Arbeitstage dauern und die Lieferung oder das Abholen von TNT und dann wieder das Bringen ist dort nicht drin. Also schlussendlich kann es vielleicht 3 Wochen dauern, bis du das Ding hast. Und ich habe schon 3 Wochen auf das HTC Vive gewartet, bin nicht unbedingt der geduldigste Mensch. Und ich habe mir dann einfach gesagt, gut, Mittwoch oben, easy, mal ein bisschen chillen. Tun wir am Donnerstag mal warten, ob sich TNT meldet, weil die werden sich eventuell per E-Mail oder per Telefon melden, das werde ich dann sehen. Am Donnerstag, völlig überraschend, habe ich nichts gehört von TNT. Und dann musste ich sagen, schau jetzt mal, jetzt habe ich vor über einem Monat habe ich das Ding bestellt. Ich wusste, ich muss ein Zeitchen warten. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu timen, dass dann, wenn ich ein bisschen Ferien habe, das ist nämlich ab heute, dass ich dann ein bisschen Zeit habe, das Ding zu brauchen. Und jetzt hat es so ausgesehen, als könnte ich das tolle HTC Vive nicht wirklich brauchen in den Ferien, weil einer der Sensoren noch etwa 3 Wochen weg wird sein. Ich habe also gefragt, ob ich einen neuen Sensor kaufen kann. Ich habe wirklich die 80 € für das Ding hergelegt. Hey, kein Problem. Ja, das ist nicht möglich. Dann, als sich TNT nicht gemeldet hat, ist dann noch die Frage auftaucht, hey, schau mal, okay, Schweiz, Holland, fahrst ein Zeitchen, aber es ist machbar, kann ich es nicht selber dort herbringen? Ja, nein, sicher nicht, das machen wir gerne für unsere Kunden und das wird der TNT abholen. Okay, kein Problem. Wie gesagt, Donnerstag hat sich niemand gemeldet und dann habe ich dann den Entschluss gefasst, schaut, Freitag kann ich das gut reindrücken, ich fahre selber auf Holland, bin am Morgen um 4:30 losgezogen, um 10 Uhr dort bei dieser Firma auf der Matte gestanden. Dann hat es zuerst geheißen, ja, nein, das können wir nicht einfach so entgegennehmen. Aber per Zufall ist dann einer von diesen Technikern, der das irgendwie auch reparieren oder der Leiter von diesem Team, durchgestanden und dann hat er mich eben gefragt, ob ich ein Vive habe. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich bin jetzt eben extra aus der Schweiz hierher gefahren und dann hat er gemeint, ja, du bist ein bisschen crazy. Ja? Und dann musste ich sagen, ja, das kann schon sein. Aber das Problem ist einfach, ich habe so ein neues Produkt, das ich so gerne ausprobieren möchte. Und die Herstellerfirma legt mir einfach nur Steine in den Weg. Jetzt hat es für mich eine Option gegeben, das selber herzubringen. Darum habe ich die auch wahrgenommen. Dann hat er gemeint, easy, gibst mir das Ding, kommst in einer Stunde wieder, dann ist es repariert. Es wäre ja schade, wenn du noch einmal extra herfahren. Okay, schnell etwas essen. Dann haben sie gesagt, sie haben es nicht reparieren, es ist jetzt gerade ein Neues drin. Ich habe mich ganz herzlich bedankt. Wieder heimgefahren. Und ja, jetzt funktioniert das Ding. Und eben, es spricht schon nicht gerade für mich, wenn ich so ungeduldig bin. Und ich muss auch selber sagen, es war für mich nicht so eine angenehme Woche gewesen, weil das ist für mich leider sehr frustrierend. Und ich weiss, es gibt Leute, die sterben, Leute, die nichts zu essen haben. So in unserer Welt gibt es weitaus grössere Probleme als so einen kleinen Kacksensor. Aber ja, ihr kennt es vielleicht auch, je nachdem, in welcher Situation das man ist, wünscht man sich eigentlich schon, dass das funktioniert. Und dann habe ich jetzt dort meine Chance wahrgenommen, habe zwar so ein bisschen eine längere Reise hinter mir gebracht, aber weil ich ja gerne Auto fahren, gerne Hörbücher hören, ist das kein Stress gewesen. Und dafür habe ich jetzt den Sensor. Und wisst ihr was? TNT hat sich gang noch nicht gemeldet.
Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sich die Firma dann bei HTC gemeldet, das Ticket dann geschlossen und sich TNT gar nicht wird melden. Aber ich werde jetzt bei HTC sicher mal nichts dergleichen tun und mal schauen, ob ich von TNT etwas höre. Und meine Vermutung ist eben, dass die sich dann vielleicht so nächstes Dienstag oder Mittwoch dann mal melden, ihr, grüß dich, ich habe hier einen Abholauftrag und so. Und dann werde ich nicht alle sagen, schau, das ist eigentlich schon fast vor einer halben Woche selber passiert. Das ist eigentlich ein himmeltrauriger Service. Ich hatte auch keine Chance gehabt, bei TNT das irgendwie per Express oder so zu machen. Wirklich, wirklich sehr lausig. Ist jetzt eine lange Story geworden. Und ich hoffe, dass alle anderen viel bessere Erfahrung haben mit HTC und dann ihrem Support. Ich weiss auch, dass viele andere Firmen nicht unbedingt einen besseren Support bieten können. So läuft das halt mit diesen Service Desks, wo man so ein bisschen outsourced, so ein bisschen zum Geld sparen. Ist mir alles bewusst. Aber es ist gleich eine absolute Frechheit in meinen Augen, was sich HTC hier geleistet hat. Erstens mal haben sie ewig gebraucht, um meine Daten überhaupt zu erfassen. Zweitens sind sie völlig unflexibel, wenn es um irgendwelche alternativen Möglichkeiten geht, wie jetzt eben der Transport. Und dass TNT sich jetzt gang noch nicht gemeldet hat, ist wirklich... Das ist das Hinterletzte. Das letzte Mal, als ich mit so Austauschgeschichten zu tun hatte, war noch bei Xbox 360-Zeit, wo sie da immer den Red Ring of Death hatte, wenn sie ein bisschen zu heiß bekommen hat. Ich habe etwa 9 von diesen Xbox 360 durchgeheizt in diesen 12 Jahren oder so. Und habe mich wirklich mit der Zeit sehr gut ausgekannt mit diesem Support. Das hat dort immer sehr gut geklappt. Der Lieferant oder eben der Lieferservice hat eine Kiste mitgebracht, wo man die Xbox rein tun und so. Beim HTC Vive, dem Sensorböckchen, hat die selber für Verpackung sorgen. Und weißt du, was die Empfehlung war vom HTC-Support? Ja, braucht doch die Originalkiste. Die riesen Kiste, weißt du? Soll ich dann eher die HTC-Schaumstoffteile rausschneiden oder was? Und wenn ich es wieder mal weiterverkaufen möchte oder so. Also hinten und vorne wirklich übelste Lücken in ihrem Supportprozess. Und von dem her kann ich eigentlich jedem empfehlen, wenn ihr eins kauft, tut vorher vielleicht noch ein Stossgebet in den Himmel schicken oder so, dass ihr keine Lampen habt mit diesem Zeug. Weil, hey, Jesus, es war wirklich sehr frustig. Und zum Glück hatte ich die Möglichkeit eben gehabt, das selber zu bringen und so jetzt eine Reparatur zu bekommen, wo jetzt kann ich ein bisschen geimen haben. Schon ein bisschen Freak, das ist mir absolut bewusst, aber hey, hat das jetzt an mir genagt, die miserable Leistung von diesem HTC Service Desk. Ja. Ich wollte jetzt hier nicht zu viel schlechtes Karma generieren und euch auch nicht zu fest die Kappe faulieren. Einfach, dass ihr die Story auch mal gehört habt, weil mir jetzt schon noch spektakulär dünkt, wirklich. Wenn ich mich bei denen nicht jeden Tag hätte gemeldet hätte, wären wir heute auch noch beim Status, ja, dein E-Mail ist nicht angekommen. So sieht es aus. Ich hoffe, dass das Wetter dann noch ein bisschen besser aussieht jetzt am Weekend oder auch nächste Woche oder irgendwann in diesem Sommer dann noch. Die Temperaturen sind ja ein bisschen besser, aber über das Wetter müssen wir jetzt glaube ich nicht mehr reden. Wenn es mehrere Videos gibt, wird es halt wieder splitten von Cam her, auf das habe ich keinen Einfluss. Ich wünsche euch eine gute Zeit und morgen kommt sicher das nächste Doom Let's Play. Habt's gut, tschüss zusammen.